Herzlich willkommen zurück bei Retrocast Sinnlose Let's Plays und endlich dürfen wir uns mal anschauen, was sich denn da im Keller befindet. Oder was Magda treibt. Tex. Oh Gott, Das da ist wieder. Böse versteckt sich hier nicht. Ja. Wo man sich denn immer verstecken? Ich brauche mehr Zeit. So, und bevor ich es vergesse, ich bin noch ein bisschen Zeug verkaufen natürlich und habe geschaut, dass das Inventar ein bisschen frei ist, dass wir wieder ein bisschen Platz haben. Offscreen, wie ich es versprochen habe, damit nicht wieder so langweilige Folge entsteht. Da ist da für gekommen. Aber da kommt immer mehr. Ja. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Keine Ahnung, wie lange das der Dungeon wird sein. Okay. Jetzt sind wir mal geknützt. Das geht noch nicht. Bringt ihn zu mir, damit ich ihm das Fleisch von den Knochen reißen kann. Noch nicht bereit. Aber wieso, dass die immer mit dem Stock auf den Boden hauen, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja. Vielleicht ist ja das ein Brauch. Und auf welche Seite das immer laufen, weiß ich genau. Gehen wir dahinter, weil wieso ist es auf. Aua! Ich brauche mehr Zeit. Ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen Zeit. Die habe ich mittlerweile geböckt. Solange Feuer brennt, raxelt noch ein bisschen etwas raus und wenn es nicht mehr brennt, dann nicht mehr. Für die Gerechten! Noch nicht bereit.
vermute ich, dass wir dort auf die andere Seite weiterkommen. Da ist eine Pause machen. Inferno Zombies. Da können wir wahrscheinlich auch rundum laufen, aber das müssen wir noch angeschaut, dann machen wir es doch gerade. Als ich jung war, hörte ich Geschichten über den Sturzkönig Leorix. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, das ist etwas ganz anderes. Das geht noch nicht. Ich vermute mal, dass da der richtige Weg ist. Davon werde ich noch lange erzählen. Erzähl's halt, wenn Feuer ist. So, also in der anderen Weg hätte ich müssen gehen, weil da, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Weiterlaufen tue ich das mal nicht mehr. Auf Daniel hat gesagt, keine Lust mehr, mache ich nicht mehr im Spiel. Noch nicht bereit. Unmöglich. Nicht genug Wut. Das geht noch nicht.
Das geht noch nicht. Schauen wir gleich mal noch ein bisschen rum, ob etwas Schlaues rum hat oder nicht, aber das aussieht eher nein. Können wir ja weiterlaufen, dann haben wir wieder Zeit, um ein bisschen reden über irgendetwas, was ich selber nicht weiss. Darum rede ich auf einen Scheiß. Die andere Seite können wir auch noch, aber wie gesagt, mit am Anfang ein bisschen zu viel verweilt, manchmal fast schon, habe ich das Gefühl. Drum. Geht's weiter, aber ich möchte mal noch schauen, was da hat. Ein bisschen rumschauen dürfen wir ja gleich. Euer Mut hat euch nicht ein einziges Mal verlassen. Ich kann nicht anders. Ich muss es zu Ende bringen. Das Gefühl kenne ich. Ich denke, vielleicht kommen wir nicht Schlaues über da oben, aber... sieht nicht so aus. Viel Foltermittel jetzt da unten. Eine Jungfrau, Guillotine... alles mögliche. Wirklich viel Schlaues. Wir mal schnell schauen, ob wir etwas Gutes bekommen haben. Ja, das ist ja wieder ein Zweihänder. Da ist auch ein Zweihänder. Gut, nein, dann bleiben wir bei dem, wo wir haben. Kein. Nein, dann bleibe ich bei dem, der gibt das Leben pro Sekunde. Den will ich eigentlich nicht tauschen. Krone will ich eigentlich auch nicht tauschen. Da haben wir noch Schilde dran, die ich nie brauche. Wieder im Freien raus, wenigstens ist ein bisschen weniger beklemmend wieder.
könnte ich gleich noch einmal tun. Nicht bereit. Die verfluchte Weste. Ich bin Asilla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Ja, probieren wir's. Wenn wir's schaffen. Jetzt nünt rum. Nur das treue Hühnli läuft diese immer hinein. Ich glaube, da will ich nicht hin. Wir können zuerst mal links und rechts ein bisschen rumschauen. Oh, das ist wieder so ein... Ich bin noch nicht hin, nein. Das geht noch nicht. Dank sei den Göttern! Okay, da ist ja einer von denen, die wir hier befreien müssen. Die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen zu erlösen. Dank sei den Göttern! So, jetzt gerechnet, dass da irgendwann noch etwas reinhockt, aber in dem Fall nicht.
nur ein kleines Scharmützel. Gebt mir einen echten Kampf. Dann geht es weiter. Aber was da ist? Und wo kommen wir da rein? Das ist die andere Frage. Ich vermute, auf dieser Seite hat es nochmal ein paar. Das kann ich nicht. Freiheit! Nach so langer Zeit! Freiheit! 4 von 6. Es ist jemand unter uns! Zeigt ihm keine Gnade! Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Wut. Noch nicht bereit. Reiset Akarat! Die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen... Ich danke euch, edler Held. Meine Diener sind nun frei, doch der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Macht den Wärter in der Mitte des Verlieses ausfindig und setzt seinem Übel für immer ein Ende. Okay. Wir probieren es. Wenn wir ihn finden, machen wir das. Aber nur will man finden, natürlich. Das Recht, eine Krone zu tragen, wird vom Licht verliehen. Um es zu verlieren, ist die Finsternis eines verderbten Herzens nötig. Okay. Jetzt stürzen wir ab. Bin ich denn der Einzige hier? Muss ich alles selbst machen? So sei es. Stellt euch und büßt für Sünden! Das werde ich nicht tun. Mehr Wut. Ich werde stärker. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal noch rasch in Inventar rein.
Bleibe halt dort, wo ich bin. Fähigkeiten da, hä? Etwas Neues über. Okay, gut. Dem Begleiter. Hat auch schon ein bisschen etwas, hä? Das wird mir helfen. Mein König, die Gefangene ist bereit, so wie ihr verlangt habt. Habt Dank, Lazarus. Eure Loyalität ist von unschätzbarem Wert inmitten all dieser Verräter. Und ihr, meine Liebe, meine eigene Ehefrau und Königin, die ihr ein Komplott gegen unser Königreich geschmiedet habt. Mein Liebster, ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. Aua. Lügen bis zum Schluss. Ein grausiges Ende für eine edle Frau. Ich bin stolz, meinen Teil zu Leoriks Ende beigetragen zu haben. Das geht noch nicht.
Keine Ahnung, wo ich hin will. Haben wir wieder mal ein bisschen verlaufen. Noch nicht bereit. Sie laufen, 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 sie laufen. Genug Wut, ich brauche mehr Zeit. Mehr Wut. Auf keinen Fall. Eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. Unmöglich. Danke, dass du gleich noch gestorben bist. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid, so viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wählt. Das geht noch nicht. Das ist quasi das Tagebuch, kurz bevor der Verstand verloren kann, quasi. Gut, jetzt sind wir da im Kreis gelaufen einmal. Wäre nur dieser finstere Ort gemeinsam mit seinem Herrscher zerstört worden. Da haben wir einen Wegpunkt. Aber wo man nicht... Da bin ich da auf der falschen Seite. Nicht wirklich, oder? Da vorne ist ja nie weitergegangen. Habe ich übersehen? Da gibt wenigstens ein bisschen Geld, oder? Ah, da
da vorne. Gut. Noch nicht bereit. Dürft es aber langsam mit der Story mal ein bisschen weitergehen. Und ich gebe nur gemetzelt, wie ich meine. Ein verdienter Tod. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Auf keinen Fall. Okay, Speicherpunkt. Schauen wir noch schnell rasch in Inventarien. Nichts, wo man müsste sagen, wo jetzt gerade extrem viel besser ist, oder? Hammer des Leidens. Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Frischfleisch. Ich brauche Wut. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Mehr Wut. Ich brauche mehr Zeit.
tun. Ich brauche mehr Zeit. Nicht genug Mut. Das geht noch nicht. Doch nicht bereit. Ich brauche Wut. Es ist voll. Es haben sich Mächte gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Hier werden wir es nicht finden. Weiter. Ja, aber ich möchte das Zeug noch aufnehmen. Also muss ich noch ein bisschen etwas schrotten. X fallen lassen, ne? Ei! Ich bin überlastet. Ja, ich weiß. Entschuldigung. X. Falsche Akku, gell? So. So, wenn ich da dabei, wenn ich will mitnehmen.
keine Zeit. Ich sterbe. Engel, nehmt euer Schwert. Mein Schwert. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich bin Tyrael. Okay. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Kaldeum gefallen. Ich fürchte keinen Dämonen. Ich werde Belial niederwerfen und auf seinen Leichnam spucken. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Ja, jetzt sind wir da zurück und dann werden wir uns da vorbereiten und in dem Fall hätten wir im nächsten Mal wieder mal ein bisschen etwas mehr zum Anlassen, wenn ich ja schon die ganze Zeit ruhig bin und nichts sage. Somit vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich.